Christtagszeit ist ja in einer gewisser Form ein ganz speziell, aber bald magisch Zeit. Dafür geht an dieser Reportage los verzaubert, und zwar vom Emma. Wir haben direkt gefragt, wer dann überhaupt zum Zauberer kommst. Ma am Anfang ganz klassisch war an eng Boutique an dann habe ich die Zauberküche gesehen als klein Kind von 8 Jahren. Da war ich so, Mama, kannst du die Zauberküche von Schrift kriegen? Und meine Mom hat mir sie da gekauft. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mal noch nicht die Erklärungen zu den Tricker lesen. Das heißt, meine Eltern mussten mir sie als erst vorweisen und dann erklären. Ich habe nie aufgehalten zu üben und dann noch viel durch YouTube-Videos gelernt, eben wie einen Trick am besten präsentiert. Und wirklich viel bei Leuten gehen und immer Tricker weisen, egal ob es funktioniert oder nicht, einfach Erfahrungen sammeln. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo ich regelmäßig Auftritte habe, ob Kindergeburtstage oder auch Geburtstagsfeiern oder an Restaurants und so. Aber ja, das ist schon cool. Also ich habe mega viel Inspirationen, auch unter anderem den David Copperfield und den David Goldrake, weil hin da ist, wo ich auch einkehr will hin, also hin lebt eben von seiner Zauberei. Und das ist nicht so einfach, für das als Lützeburger fertig zu bringen, aber das ist auf jeden Fall auch mein größter Traum. Und ich habe mega viel Vorbilder, zum Beispiel auch viel Deutsche, aber auch an Engländer oder Amerikaner über die ganze Welt ein bisschen verteilt. Einerseits bin ich an einer Künstleragenz von Steven Pittman, Designing Entertainment heißt die. Und andererseits habe ich auch meine eigene Website aufgebaut, also emmaschutz.com, alles klein geschrieben. Und da kann ich mich buchen. Und momentan stehe ich am Anfang von meiner Karriere. Das heißt, ich will quasi alles tun, wenn nicht gerade Motzen an der Prüfungszeit ist, für einfach Erfahrungen zu sammeln und so viel Show wie möglich zu machen.